Willkommen zurück in den tiefsten des Weltalls, hier bei Mario Kart 8, der Online-Session. Tja, diesmal ist etwas ganz Besonderes, denn ja, ich habe jetzt extra ein Part am Dienstag ausfallen lassen, weil jetzt heute, also sprich am Donnerstag, wo der Part rauskommt, habe ich am Vortag, klingt ein bisschen kurios, ich weiß, aber es gab ein neues Update bei Mario Kart 8, und zwar ein kurioses, sage ich jetzt mal. So, seht euch das mal an, hey. Fett, wa? Also erstmal so was Neues ankündigt, kann man bereits im eShop vorbestellen, habe ich bereits gemacht, und zwar kann man künftig mit ein paar neuen Charakteren fahren, unter anderem Animal Crossing Charaktere, Knochenbowser ist zurück, da irgendwie Tanuki Mario und Katzen Peach und auch Link ist als Fahrer verfügbar, aber er ist ab November 2014, dieser Jahr erst ab März oder Mai, glaube ich, 2015, also es dauert noch ein bisschen. Ihr könnt aber auch hier Shy Guys und Yoshi können bereits neue Farben wählen, ja, insgesamt 9 verschiedene Farben. Weil ich mir da halt ein Dual Pack gekauft habe, sprich beide zusammen, 1 und 2, ist ein bisschen günstiger dann, weil zusammen gekauft, und ja, kriegen wir halt noch ein paar neue Yoshi-Farben, yeah! Wenn wir sagen, wir nehmen, welchen Yoshi nehmen wir am besten, war, kann eigentlich nicht gut den nehmen. Da wäre ein bisschen schon rassistisch, war andererseits nicht zu nehmen, wäre auch rassistisch, also man sieht, ich bin ein bisschen ein Zwickmühle und natürlich weiß. Mir sieht ein bisschen grau aus. Ja, blöd. So, und das war eigentlich das Hauptgrund, warum ich jetzt gerade heute aufnehmen wollte. Ja, heute ist das kostenlose DLC-Paket erschienen mit den Mercedes-Benz-Teilen. Ach du Scheibenkleister. Mann, nee, geht nicht, sorry. Die Welt sind total kacke. Ich nehme nochmal meinen Mi. So, wie sieht denn sie aus? Der W25 Silberpfeil. Geile Werte. Der GLA oder GLA, was haben wir noch? Der 300 SL Roadster, auch nicht schlecht. Ein GLA Reifen, aber wir nehmen das hier. Das dürfte, na, das Beste zwar nicht, was es irgendwie so gibt bei Mario Kart, aber man muss natürlich auch mal etwas zeigen können. So, schauen wir warten zu und macht dich bereit. Ja, also ist natürlich schon ein bisschen kurios, ich meine, das heißt Mario Kart, oder? Und trotzdem jetzt irgendwas, Animal Crossing, okay. Link aus Zelda. Jetzt ganz neue viele Charaktere, und es gibt auch neue Caps. 4 neue Caps wird es insgesamt geben, also jetzt mal bis mit Mai 2015. Also natürlich auch, also unter anderem ein Zelda Cup jetzt, oder ein Hyrule Cup, wie auch immer den heißen wird. Da fragen wir sich dann schon, okay, Link der Einzige, der als Repräsentant gilt? Wohl kaum, wa? Also wird es vermutlich auch Zelda und vielleicht Ganondorf und so etwas geben. Und da ist natürlich schon die Frage, ist denn das noch Mario Kart oder bereits Nintendo Kart? Und vor allem, würden das auf, weil theoretisch kann es bis ins Unendliche. Natürlich auch die ganzen noch Mario Kart-Fahrer von früher, sprich von Mario Kart 64, Double Dash, von der Wii noch, all die sind nicht mehr geschafft an dieses Spiel, sind ja einfach nachkommen. Wie zum Beispiel Knochenbowser, gab es ja damals, doch, gab es früher, dankeschön für die Fehlerdatenübertragung. Und so lange gebraucht, ne? Dankeschön. Genau. Also was mir vor allem ein bisschen fehlt, ist, man sieht sie auch, Donkey, hallo, ein Vertreter, toll. Diddy Kong, Funky Kong, wo sind die alle? Gut, Funky Kong vielleicht eher weniger, aber vielleicht Cranky Kong oder irgendwie... Ja, Cranky Kong oder aber, fallen mir den Namen noch ein, Dixie Kong, dankeschön. Das hat gerade irgendwie die ganze Zeit Diddy Kong rumstudiert. Ah, sind wir fahren so, okay, es geht doch, da hat gerade irgendwie alles überlastet. Könnte sein, wa? Was? 2 Schweizer Kollegen, Run und der Potsmoker. Der Potsmoker, Entschuldigung. Oh ja, der Potsmoker, Ja, man sieht es in den Augen her. Alles klar, der Deutsche noch, ein Spanier, 3 Engländer, 2 Amerikaner, habe ich gerade so gesehen. Ja, man sieht bereits 9 Benz-Teile. Mercedes meet Mario Kart. Ja, also wie gesagt, die Fragen fangen natürlich an euch. Was denkt ihr darüber? Ich meine natürlich einerseits mal, ganz ehrlich, wenn es neue Kartteile gibt, wo jetzt die Mercedes, Ferrari, was auch immer sind. Solange man hauptsächlich mit fahren kann, dass das Mario Kart Feeling herkommt, sag ich jetzt mal, warten noch aufkommt, spielt sie ja nicht so die Rolle, finde ich. Aber wie sieht das mit den Charakteren aus? Ich meine, okay, klar, man das Feld, okay, ich meine, es heißt immer noch Mario Kart, oder? Ich meine, Bowser, Toad, Yoshi, Bowser Junior, seine Kinder generell, die gehören ja irgendwie schon dazu, oder? Ist ja alles das Mario-Universum, oder? Link ist was anderes, weil das auch noch dazu kommt. Ja, schwierig zu sagen. Man vielleicht die einen, ja, das ist gar kein Mario Kart mehr, ist irgendwie Nintendo Kart oder so etwas. Ja,
Vielleicht ist das der letzte Mario Kart oder der nächste Teil wird ein Nintendo Kart heißen. Das hat so etwas Ähnliches ist wie Super Smash Bros. Brawl, oder, ich sag Brawl, natürlich auch Super Smash Bros. Einfach halt für Kart. Also nicht mehr Mario Kart ist, wobei, ganz ehrlich, jetzt einen Namen zu ändern, nach über 8 Titeln, ich weiß ja auch nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Ja, also erstmal gelesen habe, dachte ich mir, okay. So Köpfen so mit 9 Strecken, insgesamt 8, 9 Strecken dann, also pro Pack war, also sprich insgesamt 16, weil es sind ja 4 Cups mal 4 Strecken. Weil der Cup hat natürlich 4 Strecken, von dem her 16 Strecken insgesamt. Kommt natürlich drauf an, oder? Natürlich muss es ganz, es darf nicht so exotisch werden, sag's mal so, es muss trotzdem allen noch Mario Kart sein und ganz ehrlich, Hauptsache du hast noch ein paar bekannte Charaktere, noch die Items und so. Dann ist es eigentlich meiner Ansicht nach noch Mario Kart. Ja, wie es genau sein wird. Wir werden sehen. Mann, wie lange dauert das denn? Jetzt kommt's. Rausgeflogen, haha. Ja, und sonst generell halt vom Kosten, weil man DLCs generell eigentlich so ein, ja, da müssen wir eigentlich ein eigenes, einen eigenen Log dazu machen, ein eigenes Video dazu, wie es mit DLCs aussieht, weil man DLCs, Download-Content, wenn man so will, oder, es hat immer etwas, ein zusätzlicher Inhalt, sprich, jetzt hat es oftmals die Frage, ja, ist es notwendig, muss das sein, ist es einfach nice to have zu haben, ist glaube ich ein bisschen von Spiel zu Spiel unterschiedlich, aber zum Beispiel dieses Mercedes DLC, oder? Ah, cool, kann ich auch wählen. Also sprich einen neuen Kartteil, die wir ab heute, sag jetzt mal, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Da ist er gratis. Ja, dann okay, nächste Strecke, aber ich meine, das nächste DLC-Paket, ich meine, sorry, es sind jeweils 3 neue Fahrer, 4 neue Strecken und 2 neue Cups. Also dafür ein paar Euro zu bezahlen zu müssen, finde ich jetzt nicht so übertrieben, abgesehen davon, dass Mario Kart gar nicht so teuer war, also. Kann man, denke ich mal, durchaus machen. So, es sind fast 12 Stück, das kann man so schlecht. Und dann gucken wir doch einfach mal, wie es jetzt hier abgehen wird. Alles klar. 4 Schweizer. Ach du Scheibenkleister. Oh, das andere ist dabei. Cool. Hat er schon öfters mal in der Session drin. Ein regelmäßiger Fall, man sieht. Über 4.500. Ich habe erst 3.000 Punkte. Naja, knapp. Mal schauen, wann natürlich ist das Ziel, Spaß zu haben und zu gewinnen. Wow, alter Donkey. Der für ein fettes Teil. What? Okay, das ist ein Missgewinnungsmittel zu steuern. Wie die Steuerung war. Aber letzte Zeit häufiger bemerkt, dass nicht nur bei mir in den Kommentaren, sondern generell halt ein bisschen, dass sie, ja, ab von einem anderen Let's Player heißt, ja, die Steuerung ist scheiße und so, kommt damit klar. Ja, ist die Frage, war, kann man irgendwie einen Spielspaß oder generell kann man es auf die Steuerung schieben, dann muss man einfach sagen, ja, die einen kommen damit klar, der nicht. Ist immer ein bisschen verschieden, grundsätzlich natürlich gilt, manchmal gibt es wirklich Steuerungen und du denkst, sorry Alter, muss das sein? Verdammt, zu früh geschossen! Ja, wieder mal sei. Ja, wie gesagt, manchmal denkst du einfach so, ja, Steuerung, okay. Kritik angebaut oder denkst du einfach, jetzt hast du einfach du Problem damit. Kannst nicht das Spiel schieben, ist einfach dein persönliches Fazit dazu. Man kann ja alles irgendwie lernen. Ja. Ach, Münzen, ey. Also ganz ehrlich, Leute. Wenn es etwas gibt, was Mario Kart 8 echt ein bisschen scheiße finde, ist die Münzfunktion als Item. Ich meine, das auf der Strecke liegen, cool, kein Problem. Aber hier als Item, weil wenn du Erster bist, du kannst es nicht gebrauchen. Ja, toll, so eine Banane, cool. Ist natürlich kein guter Vorführeffekt gewesen. Aber generell. Ich meine, auch für sogar, cool. Merke gerade ersetzt. Ich meine, generell so eine Münze als erst zu kriegen, das ist die Arschkarte gezogen. Was soll denn das? Ich meine, klar, ist ja cool, dass die Wert um 2 steigt. Ja, schön. Aber die Funktion davon, als Erster eine Münze zu kriegen, ist wohl ein bisschen fehl. Genau deswegen. Wäre das geil gewesen, hätte ich noch die Hupe gehabt. Na gut, der war schon längstens fail. Ich muss sagen, bis jetzt geht es eigentlich relativ gut. Wow. So.
Wenn ich jetzt keine Fahrfehler mehr kriege, müsste ich gewinnen. Natürlich abgesehen davon, ob ich noch ein gutes Item kriege. Aber ein bisschen schneller dort. Okay, kann man nur noch 3 rote Panzer und ein grüner Panzer stoppen. Da war ein bisschen spät. Der Jubelschrei des Chibi Michaels. Yeah. MCO TV. Oh Mann, ist das geil, hey. Neuer Card, neue Einzelteile. Neuer Download, okay. Violetter Yoshi. Und wir sind Erster, hey, die Schweizer. 4 von 11 Stück sind Schweizer und Schweizer sogar gewonnen. Sogar 2 auf dem Treppchen. Ach, ist das nicht cool. Lululululul. Eigentlich war da irgendwie pro Rennen was anderes machen, sprich die Fahrer wechseln. Ein bisschen doof. Kann vielleicht mal so einwerfen bei Nintendo noch, dass wir das später ein Update noch korrigieren. Dass man vielleicht pro Rennen auch mal den Fahrer noch wechseln will. Also sprich die Option gibt, kannst du irgendwie auf X und Y legen, dass du hier während der Wartezeit noch den Fahrer wechseln kannst. Wäre doch eine Variante, weil dann kann man natürlich generell jetzt auch hier noch sagen, ja gut, ich will schnell den Fahrer wechseln und irgendwie Einzelteil austauschen. Weil du halt nach dem Rennen merkst, oh, das war ein bisschen doof und so, mit dem anderen Karte geht es vielleicht besser. Und sonst mit der ganzen Session raus, Fahrer, Kartteil neu auswählen, wieder reingehen, wieder warten. Das ist unpraktisch, sag's mal so. Ja, also wie gesagt, wäre noch ein guter Hinweis, Nintendo, bitte, wenn das geht, irgendwie noch einbauen, die Funktion. Wäre ganz nice. Aber ja, ich glaube generell hat Nintendo ein paar größere Probleme hier mit Mario Kart 8. Ja, Probleme. Der Schlachtenmodus einfach, wa? Das sind ja wieder so baut wie früher. Sprich Arenen statt Strecken, da wäre wieder sehr dafür und glaube die meisten von euch auch. Der Theo. Italiano. Mamma mia. Bleib ein bisschen zurück. Dankeschön, Sandro. War natürlich sehr nett von dir. Wir sind doch Schweizer Kollegen. Was soll das? Vielleicht war es keine Absicht. Alter! Danke Donkey, ohne ihn wäre jetzt irgendwie rausgerutscht. Und der Potsmoker ist vor mir. Au, ah, okay. Ich muss mit dem Kart noch ein bisschen gucken. Ja, Hilfe. Der klappt noch nicht so, wie er soll. Also, doch, klappt schon, aber meine Steuerung darüber. Ich beherrsche es einfach nicht so gut, wie ich es eigentlich sollte. Hallo, ich sage jetzt nicht mal zum ersten Mal, also, hallo. Der Alex, wow. Hat er gerade irgendeine Bombe gehört? Nein! Alter, kann plötzlich so ein Boomerang-Typi. Ist auch ein schwarzer Kollege, ich glaube, ich Spinne. Mann! Was, noch einer oder was? Alter, 2 Schweizer von mir, ich glaube, es hackt. Trotzdem ist es 6er. Ja, wir haben gerne. Mann, wenn das schon mal so eine Tröte, würde mir gerne irgendwie von den Schluss aufheben. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Wenn ich so weiterfahre, werde ich nicht mal Erster. Oh. Sorry, Donkey, nichts Persönliches. Aber seiner war gerade in dieser Situation ein bisschen Müll. Der Rudrun. So, wieder mal 5. Ein bisschen besser unterwegs wieder. Und da kommt Waluigi von hinten. Ich glaube, es hackt. Ja, so, da kann nichts mehr machen, aber Drive alles komplett im Arsch. Okay, die Strecke liegt mir nicht, habe ich schon mal erwähnt. Was zum? Wow. Was gerade? Kam ich nicht mehr um die Kurven herum. 4. Ja, ich glaube, wir haben noch das Beste rausgeholt, was irgendwie ging. Das war ja schön scheiße von dir, Michael. Was soll denn das? Es tut mir leid. Ja, hätte einfach früher abpassen müssen, Kurven. Ja. Ich muss am nächsten Pass mal gucken, wie es denn da mit der Steuerung aussieht, beziehungsweise mit den Kartteilen, damit ich flexibler kurven kann.
Oh je, oh je, oh je. Jo. Egal, Hauptsache es macht Spaß. Und das ist ja trotz allem noch so, von dem her. Der Wasserpark, der wäre jetzt genial mit diesem Kart. Glaube zumindest. Bereits 12? Ja, könnte sein, wa? So. Hey, gib mein Bestes! Herr kleine Mike mit der Sonnenbrille. Darum könnt ihr raten, wieso. Ja. Es wäre erst irgendwie Viertel vor 10 abends, also nicht so spät war, aber letzte Nacht, ich weiß nicht, was los war. Erst morgens um 5 eingepennt, ich lag 5 Stunden im Bett. Kennt das Gefühl, wenn du irgendwie mehrere Stunden im Bett liegst und einfach merkst, du kannst nicht einpennen. Und vor allem, es ist nicht so, dass ich irgendwie zwischendurch Phasen hatte, wo ich irgendwie schlafen konnte oder gemerkt habe, oh, jetzt habe ich kurz geschlafen oder so. Nee, ich lag einfach im Bett. Dann mir so, geht nicht, scheiße. Ich bin kurz aufgestanden, bin aufs Klo gegangen, dann was getrunken. Sowieso ein Teufelskreis, auf die Uhr geguckt, was, schon eine Stunde um wieder. Ja, das war mühsam. Dann habe ich etwa 4 Stunden geschlafen die Nacht. Das war, naja. Zum Glück haben wir noch Ferien. Zwar nicht mehr lange, 1, 2 Tage noch, schön. Aber was soll's. Part hat sowieso genug. Vor allem bei Tales of Xillia, da habe ich ein bisschen übertrieben. Kann ich ganz kurz mal erzählen. Bereits bei Part 20 war. Ja, bin dann wieder im Tales of Fieber und momentan geht's gerade so gut. Dafür, genau, das ist ja heute. Der Reason 3 Part fällt dafür aus, weil, aua. Also Reason 3 habe ich damals, die ersten 2 Tage 12 Parts aufgenommen, sind mittlerweile durch. Und dann habe ich halt, das war auf dem neuen PC bereits, aber nach einer Testumgebung halt mit dem alten Bildschirm. Jetzt habe ich dann mit dem, ja, sage ich jetzt mal, vom regulären Arbeitsplatz gewechselt und so. Und da habe ich mit der Bildschirmeinstellung, sprich mit der Auflösung noch ein Problem, weil die ist höher als 1080. Also nicht Full HD, sondern, wie heißt das schon wieder? WuXGA, glaube ich, also sprich halt 1200 in der Höhe. Das hatten wir bereits bei Anno 14.0 für Venedig, da hat es mir zwar nicht mehr so gekümmert, aber ist natürlich ein bisschen kacke, weil YouTube kapiert das nicht. Die kennt die Auflösung nicht, dann macht es auf 1080p fertig. Also wird es direkt in 2K aufnehmen, aber mein Bildschirm kann das noch nicht, weil meine Grafikkarte damals auch noch nicht konnte. Deswegen müssen halt nächsten Bildschirme ran, aber ganz ehrlich, die sind zwar 24 Zöller, aber die sind kaum ein Jahr in Gebrauch, wäre es sich noch nicht aus. Und deswegen muss ich dann noch ein bisschen mit der Auflösung bearbeiten, habe ich gemerkt, irgendwie wenn du es über DisplayPort machst, die Auflösung, dann ist es irgendwie gar kein Problem. Sprich, du kannst einfach die Auflösung anpassen und dann also auf Full HD halt. Und die Grafikkarte schnallt das sogar. Und macht ja einfach oben und unten einen schwarzen Rahmen hin. Ist aber trotzdem die originale 1080p. Über HDMI aber, da schnallt das nicht. Der nutzt trotzdem den ganzen Bildschirm aus und streckt das ganze Teil einfach. Ja toll, nutzt vielleicht 1080p auch nichts, wenn es gestreckt ist. Jetzt einfach kacke aus. Ja, zum Glück kann meine Grafikkarte natürlich noch einen DVI-Anschluss auch noch. Muss ein bisschen gucken, wie ich das genau mache und kann noch nicht dazu. War ein bisschen stressig. Privaten Gründe, dankeschön. Dann kannst du also irgendwie scheiße fahren. Naja. Ein bisschen zumindest. Aber wenn natürlich alle Pilze drauf haben, ist ja auch klar, wa? Mann, wieso dauert das so lange, bis Items mal kommen? Ist neu plötzlich? Früher konnte es doch immer. Die haben das früher. Ja, das Rennen ist fehl. Sprich, die Items früher irgendwie aussuchen, sprich einfach mal kurz auf die L-Taste drücken, Schultertaste und dann kam sie plötzlich. Geht jetzt nicht mehr. Ja, generell ist ein bisschen Verzögerung drin, also entweder liegt es an der Verbindung oder aber es ist auch ein neues Feature von Nintendo. Das heißt, ein bisschen später geht, beziehungsweise du halt bei der Item-Auswahl nicht mehr so beeilen kannst und halt direkt die ganze Zeit warten musst. Oh, das war kacke, Leute. Das muss irgendwie besser werden. Was ist denn los, ey? Keine Ahnung. Ich hab keinen Schimmer, Baby, was da wieder mal los war. War einfach alles irgendwie kacke. So, ein paar der bereits vorbei fast. Wisst ihr was? Wir haben so lange gebraucht, den Anfang. Jetzt schnell unterwegs, das klappt schon. Eine mache ich noch und dann war es mal für heute hier bei Mario Kart 8. Und dann geht es erst halt wieder mal nächste Woche weiter, beziehungsweise halt mit den, ja, neuen Folgen im September. Ich muss ja dringend noch Dragon Ball Legend Blaze 2 aufnehmen, vor allem trainieren noch, die scheiß Kombis, ey. Ja,
entweder fehlt die Zeit oder die Lust fehlt. Ich habe es gerade vorhin erwähnt, irgendwie Tales of Fieber drin. Gut, Diablo 3 habe ich jetzt auch gerade in Akt 1 durchgespielt. Aber trotzdem, da ist halt schon, sag mal, ein bisschen so die Schattenseite vom Let's Player, war. Du hast mehrere Projekte, mehrere Spiele, fängst einen an, weil Risen 3 macht trotzdem Spaß und so, aber Tales of Xillia 2 fast nicht mehr gerade persönlich mehr und da willst du natürlich fast, ja, willst eigentlich täglich zocken. Dann merkst du plötzlich, oh scheiße, doch keine Risen 3 Parts mehr, jetzt musst du doch das wieder aufnehmen. Ja, ist, Wobei das war eigentlich auch ein Grund, warum ich mit dem Let's Play angefangen habe, weil ich kenne das von mir nur zu gut, aber ich neue Spiele, sogar die alten nicht mehr. Ja, war früher so natürlich als Let's Player, hast du einen gewissen kleinen Druck, denkst du natürlich, ja, jetzt hat das Projekt angefangen, kann ich das irgendwie einfach so abbrechen und eine Pause machen, weil du keinen Bock mehr drauf hast oder andere Spiele mehr Bock machen, nee, musst du doch trotzdem weitermachen und dann kommt die Lust trotzdem wieder, weil also trotzdem Bock auf das Spiel ist, einfach so, dass halt andere Spiele ganz mehr Bock machen und ja, einfach teilweise ein bisschen kleinen Zwang halt. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Kann ich jetzt bitte wieder mal führen, hey? Alter. Wo kommt der ja, der Tongi da vor mir ist, mit dem Stern war natürlich zu erwarten. Ah, da kann ich mehr durchziehen. Geht nicht mehr. Toll, so down. Mann, ist das kacke, hey. Ja, toll, Luigi nehme ich halt auch wieder Pilze. Sag mal, rote Panzer, wo seid ihr? Okay, mein Kartal ist scheiße, man merkt es gerade. Verstehen Sie wieso? Ich habe vorhin noch gewonnen. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe den gar keiner gesehen. Wow, wenn ich noch einen guten Rang rausfahre, das wäre ein Wunder. Nein, ach Mensch. Ja, yay. Doof Alex, ey. Ey, ist klar. Kann ja plötzlich her. Der Alex geschossen. War natürlich, wenn ich nach hinten gucke, sehe ich nichts. Nee. Nee. Das lass nicht nur mir gefallen. Nee, könnt ihr knicken. Könnt ihr knicken, Freunde. Macht gleich nochmal. Also, natürlich nicht das gleiche Rennen nochmal. Natürlich ein neues, noch in diesem Part, aber gar keinen Bock drauf. Alter, was soll denn das? Das war total unfair. Ja, klar, Regenbogen Boulevard. Dann noch letzter werden oder was? Okay, das war nicht fair, Mann. Scheiße. Ja, muss ein bisschen Riemen reißen. Noch ein bisschen belehren hier, wa? Der Theo wieder. Ich glaube, der Regenbogen Boulevard ist allgemein nicht so sehr beliebt. So, eben noch 4 Schweizer, jetzt langsam mal ein bisschen raushauen. Geht's nicht, 2 Deutsche, ein Italiener, 3 Amerikaner und 2 aus Großbritannien oder Vereinigtem Königreich. Ist mir noch scheißegal, was genau ist. Hauptsache, ich gebe Gas und hab Spaß. Ein bisschen mehr konzentrieren hier. Item, komm schneller. Ah, verdammt, das war zu schnell. Das Spiel war zu schnell. Du. So, wer ist hinter mir? Alter, ist direkt einer hinter mir. Ich hoffe, es ist ein Schweizer. Nee, ist gar nicht diskriminierend und rassistisch. Nee, überhaupt nicht. Oh Mann, nee. Naja, solange ich gewinne, ist mir eigentlich egal, wer hinter mir ist. Von dem her. Ey, kann man replatziert oder so mal einen roten Panzer werfen? Fände ich ganz cool, weil der Typ hängt mir gerade am Arsch. Mann. Ah, dankeschön. Ah, als ob Sie meine Gebete erhört hätten. Vielleicht ein Fan, Zuschauer, wer weiß.
Abonnent, ist ja egal. Dude, nein! Hab ich gar nicht gesehen. Wo war die Voranzeige, die Warnung? Kam gar keine. Und sonst immer eine Warnung, da, blauer Panzer am Flug. Kam gar keine. Aber da hab ich gerade verpeilt. Der ist schon wieder hinter mir, gibt's ja nicht. Wo ist er? Oh Mann, was fahre ich denn hier? So. Jetzt kommt ein Blitz und noch ein blauer Panzer. Und Rot wäre gerade auch ein bisschen unpraktisch, war ein guter eigentlich auch. So, ja, damit kann ich leben. Hauptsache, wie gesagt, kein Blauer, kein Blitz. Kann ständig im Arsch und vor allem nicht 3 rote Panzer. Also einen würde ich überleben, gar kein Problem, aber 3 rote, nee. Der wäre noch gut. Übrigens, was auch noch kommen soll, weiß ich nicht, das. Ich krieg die Motten. Was bereits drin ist. Und zwar, dass man die Karte während des Rennens auch hier, wenn ich mit dem Gamepad zocke, mit dem Pro-Controller zocke, das auch angezeigt werden kann. Nö, geht nicht. Das geht noch nicht. Wie gesagt, die Karte direkt anzeigen, weil momentan geht es nur auf dem Gamepad. Wäre ein bisschen kacke, wenn das nur auf dem Gamepad geht. Tja, vor allem muss man sagen, mit dem Sieg begonnen, mit dem Sieg aufgehört. Oder? Sieg begonnen, weiß gar nicht mehr. 3000 Punkte. Over 3000. 3000, ist egal. Die Schweiz. Dankeschön fürs Kollidieren. Die Schweiz sind die Größten. Naja, wer weiß. Wie dem auch sei. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Diesem bisschen längeren Part. Muss anfangs ein bisschen warten. Ach ja, wenn es wieder zurückgehen. Ja, wenn wir noch ganz kurz etwas zeigen, was ich bereits anfangs angekündigt hatte. Aber noch nicht zeigen konnte. So, das ist auch eine neue Funktion. Shop können direkt ein paar Dinge, also sprich die Mercedes DLCs runterladen, Kartteile und sonst Dinge vorbestellen halt. Und man kann jetzt hier, also wie gesagt, hier halt die Charakteren zum Vorbestellen, war. Knochenbausen-Link, vor allem auf die freue ich mich. So, Shy Guys. Ja, nehmen wir es mal. Keine Ahnung, wie ich das formulieren soll. So, GLA. Sieht auch cool aus, alles die gleiche Farbe. Und hier seht ihr es. 4 neue Cups mit jeweils 4 neuen Strecken. Was genau sein wird, zumindest die Zahl werden wir hoffentlich dann im November 2014 erfahren können. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Mario Kart 8 Online. Ciao zusammen.